Und so schnell wechselt man von Nokustas zu den Jinsos. Ist nicht ganz creepy, was gerade abgeht. Wir haben ja einen Jinso auf dem Feld, aber wenn es irgendwie ein Jinso Checkdo ist, wie auch immer. Spielfeld, Angriffspunkte. Okay, ist noch zu früh. Weil man nicht genau weiß, was passiert. Andererseits, ja klar, ihr könnt irgendwie... Das sind nur die Effekte, das ist ein bisschen doof noch. Können so rufen. Barrikadblock Blocker. Okay. Weil der Effekt auch nicht schlecht ist. Die kann er schon nutzen, wäre auch eine Option. Den rufen, ja. Können Sie mal riskieren. Dadurch auch noch Jeans Rückholer. Jinso, die Maschinenbedrohung. Oder Jinso Lord. Schade, hätte ich den schon auf der Hand gehabt, hey, Alter. Ja, ich komme schon richtigen Jinso, oder? So, mal gucken. Ha! Ja, habe ich und? Können Sie Kartenskinnes angucken? Okay. Orchestrierter Kern. Und ich rufe den allseits beliebten Jinso. Ohne irgendwie Animation. Das ist ein bisschen schwach. Genau, dann war der Kanonblocker. Finde ich eigentlich, wie bereits erwähnt, nicht schlecht. Hey, warte mal, das ist ja voll OP. Also, ich wollte gerade sagen, dass ich nur einmal pro Zug aktivieren kann. Wäre sonst echt ein bisschen übel gewesen. Okay, solange Jeans auf dem Feld ist, kann er sowieso nichts machen. Die Karte lasse ich mal nach, falls irgendwas passiert. Ich kann natürlich Barrikadblocker nachher rufen. Das ist gar keine schlechte Idee, damit ich nachher den abwerfen kann. Jo, machen wir so, wa? Das Problem, ich habe noch den scheiß Weltvermächtnis-Schild. Warte mal. Ah, das war der Quatsch, ja. Bei den aktivierten Effekten von Monstern unberührt, speziell schon extra beschworen werden. Ein Gegner kann in deine Weltvermächtnisskala in dieser Spalte Kann-Effekte wählen. Ist ja da ein riesiger Schild, aber eigentlich kann ich ihn ja loswerden. Mit dem Cyber-Energieschock, das würde ja gehen. Am Ende des Zuges werfe ich eh 2 ab. Dann ruft ein M-Blocker, also in dem Fall würde ich die beiden abwerfen. Wobei. Das ist eigentlich auch schwachsinnig. Spielfeld hinzu. Ja, wir müssen eine Karte abwerfen, zum Beispiel den hier. Das wird schon gehen. Haben Flitterwisch jetzt aktivieren bringt nichts, weil die gegnerische Fallenkarte nützt mir noch etwas. Cyber-Energieschock hilft mir momentan ja auch noch. Also aktivieren.
Du, 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 du. Cyber-Energie-Schock! Das hat geschockt. Du, 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 du. So, was haben wir da noch? Gut, bringt momentan noch gar nichts. Ja, den halt opfern für ein Link-Monster, ich weiß nicht, ich finde ihn eigentlich so cool. Eigentlich. Ja, warte mal, ich meine, wir haben Narbenwedel, wir haben Blitzsturm, also jetzt braucht ein paar sehr starke Karten, um irgendwas zu machen. Ich bin gespannt, wie er meinen Jean so kontern will. Ist echt Longier so rufen? Ja, fast. Dingier so. Oh, das war so schlimm. Den Shinso, den Shinso, das ist halt die Frage. Natürlich kein Ding mehr. Also, der Karte abhängen. Ja, nehmen natürlich ihn hier. Da ich noch einen Shinso auf dem Feld habe. In die Hand aufnehmen. Ja, ich kann normalen Shinso rufen. Okay, ich könnte auch irgendwie... Deck. Oder... eine Hand oder einen Friedhof. Die Karte hat's drauf, oder? Wäre auch eine Option, Psi-Welle. Ja, Jeans ablegen und so, ich finde den echt cooler. Wobei zugeben muss, dass man der Gegner langsam auf den Sack geht, vor allem mit dem hier. Das sind trotzdem halt nur Zauberkarten, sag ich jetzt mal. Der bringt mir jetzt halt nicht so viel gerade. Man, ja, ist ein Shinso, okay. Der blockt bei mir gerade irgendwie auch nichts. Lassen wir die Karten loswerden. Okay, jetzt den. Friedhof legen. Okay, also heißt den zum Beispiel und den.
Dann rufe ich Jinso. Hm. Ja, was soll ich sonst tun? Weil ich werde sonst vor allem den hier ein Schild nicht so schnell los. Ja, nee, der Ding ist schon vorbei. Komm, machen wir es so. Also, was? Hä? Wieso kann er nicht nutzen? Du kannst ein Monster, das du kontrollierst und das dein Gegner besitzt. Ja, ich hab's gerade. Wieso habe ich. Hä? Das ist komplett falsch gerade gelesen. Und die Karte überhaupt. Ich dachte gerade irgendwie eher. Du kannst ein Monster, das du kontrollierst. Und das dein Gegner besitzt. Ja, nicht dein Gegner besitzen, das ist auch ein Monster hat. Ich wollte eigentlich gerade meinen Jinso und den da opfern. Natürlich Quatsch. Ist gut, ich meine. Wenn der Gegner normal. Solange du Jinso kontrollierst. Ja, ich kontrolliere einen Jinso, okay. Der bringt mir halt gar nichts. Ah, gut, der will natürlich nachher angreifen, dann bringt es mir eigentlich schon was. Den Friedhof verbannen rufen, Orkus-Ding, ja, okay. Hat er überhaupt gute Synchromonster? Nee, der Empfängerstatus bringt mir hier also nichts. Jetzt auch den Girsu, wer es hat, aber naja. Oder eben, ich mache halt eine Linkbeschwörung. Entschuldigung, Linkbeschwörung. Das habe ich eigentlich nicht vor. Schade. Haben gerade wieder selber in die Pfanne gehauen. Da sagen wir Monster, komm. Stimmt sogar, krass. Noch ein Psylump, ja gut. Ist eine coole Karte, von dem her kann es nicht schaden. Schon mit der Karte, hey. Nochmal? Ist schön, dass er noch irgendwas machen kann hier. Dankeschön, Spiel. Was soll das eine Linkbeschwörung werden? Nee. Orkustrion. Ich wünsche, den Harpenwedel behalten. Das ist die Frage, was? Welchen Ding nutze ich jetzt? Orkustrion? Du hast zwar 3000 Power, aber sonst offenbar nichts drauf. Ich habe ein paar Jinsos im Friedhof, vielleicht bringt das mir irgendwas. Ja, trotzdem die Frage. Blitzsturm, entweder sein Monster killen oder seine Zauberfallenkarten.
mache das Monster, weil ich hoffe, dass noch ein paar coole Fallenkarten drunter sind, die ich nachher für mich, für meinen Zweck nutzen kann. Ja, ist ja klar. Mach noch irgendeinen anderen Quatsch. Ja, hat doch fast funktioniert, hey. Bringt mir jetzt auch nicht so viel, das ja eigentlich auch nicht. Ah, Mann, das ist alles ein bisschen scheiße hier. Hm. Der Angreifer bringt mir auch nicht viel und der Psilumt, ja, solange halt kein anderes Monster angreift, bringt mir der auch nichts. Schade, schade, schade. Hätte bloß einen haben wählen noch ein bisschen behalten. Was ich ursprünglich machen wollte. So, kann man ein bisschen schneller hier. Wow, sogar auf 0 runter, krass. Ja, wieso Jinzo in diesem Deck? Irgendwie... Akustas mit Jinzo kombinieren, ja gut. Psi, Mega Cyber. Ja, den Mega Cyber kann ich noch. Okay. Psi Mega Cyber rufen. Okay, Gesetz des Kosmos kann ich gleich mal aktivieren. Ah genau, Psilum wollte ich eh noch rufen. Ein Deck hinzufügen, genau. Kann ich im Prinzip so einen Jinzo rufen oder... Stürmende Emphas. Wenn wir nochmal den hier, den Jinzo Lord. So.
Der Schnellzauber. Was er da mal den Psilum direkt angreifen würde, wäre es eine Option. Diese Formulierung, hey, du kannst ein Monster, das du kontrollierst und das dein Gegner besitzt. Ja, gut. Ja, komm, nehm die mal. Klingt nicht allzu schlecht. Dieser scheiß Blocker. Das geht natürlich auch von oder vom Deck. Mal gucken. Okay, dass er gerade so wenig macht, damit habe ich auch nicht gerechnet. Gut, ich meine, es ist eine Fallenkarte, wa? Also davon gehe ich raus. Eine Falle offen. Haben wir jetzt keine Fallenkarte hier. Weltvermächtnis rufen? Nee. Nehmen wir mal die Karte. Die ist immer ganz cool. So, den Rest warte ich also noch, damit ich die Karte nutzen kann und greife wiederum an. So schnell kann es gehen, Freunde, so schnell kann es gehen. Der Gegner hat keine Chance, er ist mit der Macht nicht gewachsen. Und ich hab einen Shinzo hier. Darauf geben wir gleich ein Bier. Ja, ich rufe ihn für den Mega Cyber. Hier kommt Shinzo und hier kommt der Shinzo Lord. Auch ein Effekt, krass. Tja. Was soll ich da noch sagen, Freunde, außer Game Over? Mit Shinzo Lord. Okay, das war schräg. Wieder mal so ein Duell, was schräg war. Ching Ching. Natürlich haben wir jetzt auch nur Stufe 4 geschafft. Das Level oder Level 5 besser gesagt noch nicht. Im Hybrid aus... Oh Gott, Hybriddecken, super. Mit Gimmick-Marionetten. Oh nee, oh nee, oh nee. Und Orkus-Dinger. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, ob ich darauf noch Bock habe. Diese Orkus-Decks sind nicht so mein persönlicher Fall. Kann sein, dass wir in der nächsten Folge hiervon eher Abstand nehmen und wir uns zum Weltvermächtnis und Legende der Sternhelden aufmachen. Ein anderes Abenteuer wie das hier. Oder irgendwie noch was ganz anderes. Die Feen in der Welt. Das Science, was mehrere Kapitel hat. Ich glaube, es soll noch. Oh, ist das kurz. Wäre jetzt auch eine Variante. Die Führung des Herolds.
Ja, das ist gerade mehrere von den Dingern. Wenn das hier so eins, das auch mehrere Kapitel hatte? Nee. Hä? Okay, wenn eher ein bisschen kürzer. Mutant-Mutation. Oha. Hat ein bisschen was von der Jubel-Karte aus Yu-Gi-Oh! GX. Das auf den ersten Blick dachte ich gerade. Ah, wie dem auch sei. Freunde, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal zurück bei Yu-Gi-Oh! Master Duel. Wir gucken mal, welches Kapitel wir dann anfangen. Wir machen irgendwie was mit dem Phoenix und Neftis. Das sind eher wieder ein bisschen kürzere Kapitel. Oder eben, wir sagen uns, nee, machen erstmal wieder die langen hier. Und natürlich zum Schluss die kurzen. Das ist ja auch eine Sache, irgendwie so was Kürzeres. Also das Weltvermehr ist das einzige lange. Sieht so aus, wa? Krass. Naja, wir werden es sehen. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal zurück bei Yu-Gi-Oh! Master Duel. Ciao zusammen.